Liebe Freunde, wie weit sind wir entfernt vom Mittelalter? Von Luthers Zeit? Wie weit? Weit? Oder ist es um die Ecke? 2. Mose 20, Vers 4 bis 5. Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben im Himmel. Wer ist denn gerade im Himmel? Wo ist Jesus? Im Himmel. Selbst wenn es ein Bild von Jesus wäre, steht hier in den Geboten, sollen wir es nicht anbeten. Noch dem, was von unten auf der Erde ist, noch dem, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Rom fügte den biblischen Erfordernissen zum Heil zahlreiche Traditionen und selbst postulierte Kirchenlehren zu, wie zum Beispiel das Gebet zu Maria 431 und die Verehrung sogenannter Tote 375. Das Beten des Rosenkranzes 1090, die Beichte an Priester 1215, die Werke und der Buße und so weiter, der Ablass 1190, Fegefeuer 593 und vor allem der Glaube an die Autorität des Papstes 610 und so weiter und so fort. Eine Studie, ich kann die jedem empfehlen zu lesen, eine der besten Studien war von Alexander Hislop. Er schrieb diese Studie von Babylon nach Rom und er sagt, 75% der Bräuche und Zeremonien der römischen Kirche kommen aus dem Heidentum. 75%. Gewaltig. Und das wissen die meisten nicht. Luther sagt deswegen, Katholizismus ist ein geschickt gestaltetes, aber gefälschtes Christentum, schlussfolgert Luther in seinem Brief an den christlichen Adel deutscher Nation, geschrieben 1510. Und die Bibel unterstützt ihn hier drin, denn sie sagt, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und Paulus wiederholt es, um es sicherzustellen. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Nun, das ist interessant. In 500 Jahren, wie hier eigentlich nichts anderes passiert, als dass alles so bleibt, wie es ist. Deswegen die Frage, was gedenken wir? Was feiern wir? Jesus selbst sagte in Markus 7, Vers 8, ihr verlasst die Gebote Gottes und haltet was? Die Traditionen der Menschen ein. Tradition. Das ist unser zweiter Punkt. Die zweite Säule des Protestantismus, die zweite Frage der Reformation. Bibel oder Tradition? Hier ist das Spannungsfeld, eines der Spannungsfelder. Die Bibel sagt in Sprüche ganz klar, tu nichts zu seinen Worten hinzu, dass er dir nicht als Rechenschaft ziehe und dich als Lügner letztendlich zur Rechenschaft zieht. Die Frage, die sich also wie ein roter Faden heute Abend, dieses Wochenende, durch dieses Lutherjahr, durch dieses Reformationsgeschehen zieht, auch wenn es nicht angesprochen wird, ist die Frage, stützt sich unser Glaube, jetzt kommt dieses hässliche Wort wieder, allein auf die Bibel oder auf Bibel und Tradition? Merken wir was? Welches Wort ist hier das Entscheidende? Allein. Keiner hat was gegen die Bibel, in keiner Kirche, aber gegen das Allein. Das ist der Grund letztendlich, warum es so viele Kirchen gibt. Christus, bin ich Christus loyal oder bin ich loyal gegenüber jemanden, der sich anstelle von Christus stellt? Diese Frage ist eine zentrale Frage der Reformation, genauso wie Sola Scriptura, Tradition und die Erlösungsfrage. Ich möchte das kurz erörtern als letzten Punkt. 1520 schon erfährt Luther, dass eine päpstliche Bulle auf dem Weg sei. Das ist noch nicht die Bulle, die ihn ausschließen sollte aus der Kirche. Es ist zunächst mal sozusagen ein Warnschuss vor das Bug. Und schließlich 1521 wird er mit einer weiteren Bulle von Leo X. exkommuniziert. Als das geschieht,
Er hatte nämlich am Anfang zögerliche Gedanken zu dem Thema Antichristen. Er war sehr zögerlich. Aber als das geschieht, hat er keinen Zweifel mehr. Er fängt an, seine Zweifel zu überwinden. Denn die Bulle, die ihn verdammte nicht nur ihn, sondern jeden, der die Luthers Ansichten vertrat oder verteidigte. Also er wurde dann 1521 exkommuniziert. Er fing immer mehr an, die Bibel zu studieren. Und im Zuge seiner Auseinandersetzung mit Rom hatte eine gute Sache, nämlich er studierte noch mehr die Bibel als vorher. Und er stieß bei Kerzenlicht auf eine Aussage von Paulus. Eine Vorhersage, die vorhersagte, dass in der Zukunft ein Abfall geschehen würde in der Kirche. Und als er jetzt Paulus liest im Thessalonierbrief und er liest, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor, vor dem Kommen, sagt er, muss der Abfall kommen und der Mensch der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Ich lese daraus, was Luther jetzt in seiner Erfahrung liest, als er in Konflikt kommt und er exkommuniziert wird von der Kirche, um ihm Druck zu machen, wieder hereinzukommen und sich unterzuordnen, wie vor Cajetan in Augsburg es geschehen sollte. Aber genau das Gegenteil passiert. Die Auseinandersetzung führt ihn mehr in die Bibel hinein. Und dann heißt es in diesem Text, den Luther liest, da heißt es, dieser Mensch der Sünde würde sich Gott widersetzen und sich über Gott und seine Gottesdienstordnungen erheben. Er würde des Weiteren in den Tempel, nach 1. Korinther 3, die Gemeinde, sich setzen und vorgeben, er sei Gott. Das liest jetzt Luther und er kommt zur folgenden Schlussfolgerung. Er sagt dann, nachzulesen in seinen Werken, Band 3, Seite 368, der heilige Paulus, er bezieht sich auf 2. Thessalonicher 2, der heilige Paulus nennt den Antichristen den Mensch der Sünde und Sohn des Verderbens. Warum? Weil er durch seine Vorschriften und Gebote alle Welt von Gott abwendet und verhindert, dass Gott und die Welt zusammenkommen. Er ist ein Meister der Sünde und aller Bosheit. Nun, wir wissen das, Luther, der hielt nicht zurück, wenn es um Worte ging. Der Luther, der hatte ganz schön deftige Aussprüche manchmal. So, dass es manchmal grenzwertig war. Der Melanchthon, der musste ihn immer wieder bremsen. Der war genau das Gegenteil, das war so ein ruhiger. Nun, und dann sagt er weiter in dem Zitat, behält aber den Namen und Schein Christi bei und nennt sich Sanctissimus, Heiligster, und Vicarius Dei, Stellvertreter Gottes, und Caput Ecclesiae, Haupt der Kirche, und verfolgt alle, die ihm nicht gehorchen. Das war für ihn ein Schlüsselereignis, dass er nicht nur selbst verfolgt wurde jetzt, obwohl er es nur gut meinte. Gehen wir nochmal zurück. Was wollte er? Er wollte was mit seinem Schreiben an den Erzbischof, Albrecht? Er wollte sagen, heiligster Vater, nannte er, Entschuldigung, aber mit deinem Namen wird gerade irgendwie Missbrauch getrieben, wir wollen dich darauf hinweisen. Er wollte nichts anderes, als irgendwie was klären. Und das verstand Luther nicht, wie solche Schärfe gegen ihn und andere vorgegangen wurde, aufgrund dessen, dass sie sich auf die Bibel stützten. Er kommt dann zu dem Schluss, er verfolgt alle, die ihm nicht gehorchen. Es ist leicht zu erkennen, dass diese Beschreibung, in Klammer aus 2. Thessalonicher 2, auf den Papst mehr als zutrifft. Luther kommt jetzt zu dem kompletten Bruch mit Rom. Immer mehr fügten sich deshalb auch die Puzzleteile zusammen für Luther und überzeugt von der Klarheit der Schrift und vom Geist Gottes ermutigt, verwarf Luther schließlich jegliche politische Korrektheit. Ihm war es jetzt egal, was mit ihm passiert, und er ging an die Öffentlichkeit und jetzt schreibt er öffentlich darüber und schreibt hier an den christlichen Adel deutscher Nation, wir sind der Überzeugung, dass das Papsttum der Sitz des wahren und wirklichen Antichrist ist. Zitat Ende. Ich frage mich, liebe Freunde, ist das irgendein Thema 2017 zum Gedenken an die Reformation? Über was denken wir denn nach? Was feiern wir eigentlich?
Geht es um Luther und seine Anliegen? Oder geht es heute um kirchenpolitische, kulturelle Ereignisse? Es ist wichtig, Luther war nicht der Einzige, der das glaubte. Er stand auf den Schultern von Männern wie Eberhard II., Erzbischof von Salzburg. Er war Katholik. Er wurde ausgeschlossen, exkommuniziert als Bischof. Warum? Weil er glaubte, dass der Papst der Antichrist ist. John Wycliffe, englischer Reformator. Jan Hus, Philipp Melanchthon, Nikolaus von Amsdorf, egal wo in Europa, er stand auf vielerlei Zeugnisse anderer, die das Gleiche erkannten. Johannes Calvin, John Knox, Huldreich Zwingli in der Schweiz, Heinrich Bullinger in der Schweiz, William Tyndale, Nicholas Ridley in England, John Bradford, John Hooper, Thomas Cranmer, King James, König von England, Sir Isaac Newton, ein geistlicher Riese, Physiker, Mathematiker. Da kann keiner sagen, der Mann konnte nicht denken und A und B zusammenzählen. Johann Albrecht von Bengel. Und was soll ich noch alles sagen? Ich müsste weitermachen mit, John Wesley, Samuel Cooper und. Ich glaube, ich habe 80 Reformatoren gefunden, die alle das Gleiche sagten. Die sagten, die Schrift allein, sie sagten Erlösung nur aus Glaube und sie sagten, der Papst ist der Antichrist. Das waren die 3 Säulen der Reformation, die zur Spaltung führten. Übrigens, fast alle, die das annahmen und erkannt haben aus der Heiligen Schrift, sind ins Feuer gegangen. Nun, Luther sagt, der Papst ist als Antichrist zu bezeichnen, er begründet es. Deshalb, weil er sich über und gegen Christus gesetzt und erhöht hat. Und das ist der Name Anti im Griechischen. Anstelle von. Gegen. Hier, damit wir noch die Worte hören in den Konzilien, Papst Pius IX., die englische Zeitschrift Guardian berichtete 1866, bitte das Jahr merken, ist interessant. 1866 sagt er, ich allein, trotz meiner Unwürdigkeit, bin der Nachfolgerapostel, der Vikar Jesu Christi. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die mit mir sind mit der Kirche. Die nicht mit mir sind nicht auf dem Weg in der Wahrheit und haben kein ewiges Leben. Wow! Nun, was sagte Papst Leo? 1894, wir nehmen auf dieser Erde den Platz des Allmächtigen ein. Also von Demut strotzten die nicht, diese Männer. Und wie ist es heute? Sehen wir mal im Jahr 2017. Hat jemals Franziskus gesagt, er sei der Vikar Jesu? Hat er jemals gesagt, er wäre Gott auf Erden? Nicht mit Worten. Passt nicht zu seiner Agenda. Ich möchte das Bild zeigen hier. Das Bild ist sehr wichtig und das ist vor allem dann wichtig für Leute, die die Bibel nicht kennen. Andere, die werden schon anfangen zu sagen, Moment mal, das Bild kenne ich doch irgendwoher. Da ist ein großer weißer Thron. Offenbarung 21. Ein großer weißer Thron, auf dem sitzt jemand. Und neben dem Thron 4 Gestalten. Und links und rechts von dem Thron Cherubim. Welches Szenario sehen wir hier? Wir sehen das Anbetungsszenario in Offenbarung, nachdem Händel den Messias komponiert hat. Würdig ist das Lamm, zu nehmen Preis, Ehre, Lob und Anbetung. Ja, man kann auch Dinge sagen ohne Worte, liebe Freunde. Bilder sprechen mehr manchmal als Worte. Und dieses Bild ist ganz klar, was er hier kommuniziert, wer er ist und wie er sich selbst sieht. Denn die Bibel spricht davon, der Herr redete mit Mose und sprach, und du sollst 2 Cherubim machen aus getriebenem Gold, an beiden Enden des Gnadenthrones. Dort will ich dir begegnen, zwischen den beiden Cherubim will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will. Genau das ist das Bild. Hier gebietet der Vikarius anstelle von Gott. Liebe Freunde, ich kann es nicht anders, ich muss hier jetzt ganz klar reden. Das ist Blasphemie.
Selbst Wikipedia weiß davon, was griechisch Anti heißt. Anti heißt gegen, anstelle von. Und das ist, was Luther kritisierte. Und 1866, als es verkündigt wurde, das erste Mal in den öffentlichen Medien, reagierte im selben Jahr Charles Spurgeon sofort. Er las in London den Daily Telegraph. Und er liest das und er reagiert sofort. Er schreibt, kein gesunder Mensch sollte die Frage stellen, was der Antichrist ist. Wenn es nicht das Papsttum in der römischen Kirche ist, gibt es nichts in der Welt, was mit diesem Namen bezeichnet werden kann. Hier lese ich jetzt aus einer Veröffentlichung von der Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirche in Deutschland. Das Dokument heißt Communio Sanctorum und war das Vorbereitungspapier für etwas, was wir morgen behandeln, nämlich das Dokument zu 2017 vom Konflikt zur Gemeinschaft. Das war das vorbereitende Dokument. Und dort heißt es, siehe da, man staune und wundere sich oder auch nicht. Der bisherige Dialog, ich zitiere, hat dazu geführt, dass die Aussage der Reformatoren, der Papst sei der Antichrist, heute bedauert und nicht mehr aufrechterhalten wird. Dritte Säule, weg. Diese bilaterale Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirche haben ganze Arbeit gemacht, ohne die ein 2017-Feier nicht möglich wäre. Und in diesem Dokument Kirchengemeinschaft in Wort und Sakrament heißt es, auch von der Vereinigten Lutherischen Kirche in Deutschland verfasst, der Begriff Antichrist darf heute nicht mehr auf das Papsttum in seiner Fülle, in seiner geschichtlichen Erscheinung oder seine einzelnen Inhaber des Amtes angewandt werden. Also, eins ist klar, liebe Freunde. Luthers Sicht über den Antichrist ist heute nicht politisch korrekt. Sie passt nicht mehr in diese Zeit der globalen Vereinigung im 21. Jahrhundert. Und deshalb musste sie weg. Sola Scriptura passt nicht in unsere Zeit. Deshalb muss es weg. Die Erlösung allein aus Glauben auf die Errungenschaften und Werke und Opfer Jesu Christi und sein Blut passen nicht in unsere Zeit. Deshalb muss es weg. Die Frage ist jedoch nicht, liebe Freunde, ob die reformatorische Sicht politisch korrekt ist heute, sondern die Frage ist diese Sicht biblisch? Die Frage ist, ökumenischer Einheitsglaube, der sich auf ein globales Ethos stützt und an Rom ausrichtet, oder die Wiederentdeckung der reformatorischen Grundpfeiler? Diese Frage ist heute Abend sehr wichtig für jeden, der hier sitzt. Ein Kompromiss war für die Reformatoren nicht möglich. Das Wort Protestant stammt nämlich von dem Wort Protest. Und heute zu protestieren, das passt nicht mehr so richtig. Im Zeitalter des gegenseitigen Übereinkommens. Und deshalb sagt der bekannteste Baptist, den es momentan gibt, es gibt kaum einen, der bekannter ist als er. Er sagt, das Wort Protestant ist ein veralteter Begriff und heute nicht mehr angemessen. Rick Warren. Es soll keine Protestanten mehr geben, damit endlich die Einheit wieder da ist. Nun, welches Fest feiern wir 2017? Das heißt in den Medien ein Christusfest. Man sollte es nicht wirklich Jubiläum nennen, sondern Christusfest. Welcher Christus wird hier gefeiert? Ist es wirklich derselbe Christus, der vor 500 Jahren Luther begegnete, Melanchthon und anderen
Geht es um den biblischen Christus oder geht es heute vielmehr um einen sozial-humanistischen Christus, der uns als Aushängeschild dient für eine ökumenische Rückführung des Protestantismus nach Rom? Für mich persönlich ist das fast eine rhetorische Frage, denn die Dinge sprechen für sich. Einladung zum ökumenischen Christusfest. Christus wird gefeiert. Christus wird gefeiert. Aber welcher Christus? Gemeinsames Christusfest 2017. Sehen wir das? Leitartikel aus der Zeitschrift. Neue Chiffre. Christusfest. Christusfest wurde zu einer Chiffre, die ablenken soll von den kontroversen Diskussionen und Disputationen in der Reformation. Der biblische Christus war ein Protestant. Denn er sagte, es steht geschrieben. Er sagte, ich bin allein der Weg zum Heil. Und er sagte, dass nach ihm Antichristusse kommen würden. All diese, und er benennt, was sie tun würden und sagen würden. Alle diese 3 Säulen der Reformation fanden sich auch im Leben von Christus. Und deswegen konnte er auch sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Christus war wirklich Protestant. Ist das uns eigentlich schon mal klar geworden? Die wir heute dazu geneigt sind, den protestantischen Glauben zu verleugnen. Ich schließe mit einem Zitat aus dem Buch Vom Schatten zum Licht. Christus war ein Protestant. Er protestierte gegen die religiösen Riten der jüdischen Nation, die Gottes Rat gegen sich selbst ablehnten. Er sagte ihnen, dass sie Menschengebote zur Glaubenslehre machten und dass sie Betrüger und Heuchler waren. Wie getünchte Gräber waren sie äußerlich schön und doch innen voller Unreinheit und Korruption. Wir müssen uns heute Abend die Frage stellen: Was geschieht hier eigentlich? Ist die Reformation noch von Bedeutung? Hat die Reformation heute noch einen Sinn? Oder ist es einfach nur ein Gedenken, das wir wie ein Fotoalbum oder wie ein altes Bild als Erinnerung in unsere Vitrinen hängen oder legen, einen besonderen Ehrenplatz bekommen? Oder hat die Reformation heute noch eine Bedeutung?